schönen Tag gewünscht vom Eurobotik Ihrem PC-Partner aus dem Norden. Heute geht es den Linux, mehr genau den Linux Mint. Wie wird Linux? Schon ist das immer Sache von Microsoft und Windows 4 gestaltet. Wir haben Fiasko vom Windows 8 und Windows 10, die Spionen Betriebssystem, also in der Zeit für Alternativen zu denken. An den Linux scheint man dafür prädestiniert zu sein. Ich selber habe schon auch jahrelang mit Linux geschafft. Und würde ich dafür das hier eine Alternative zum Windows weisen. An diesem Fall werde ich euch Linux Mint präsentieren, werden eine Oberfläche ist, die relativ nah Windows durchkennt. Ja? Weil Leute, die zum Beispiel von einem Windows op een Linux klammen, da kann ich nicht egal Wert holen, weil Linux funket dat von den Universitäten den Ursprung war Unix, der Linux Mint ist abgebaut auf Ubuntu. Und da gibt es ganze Code-Versionen, den Debian, eine relativ professionelle Version. Und da gibt es nach Knoppix, beim SUSE, OpenSUSE wurde noch lange geschafft. Und den Linux Mint als Basis, also könnt ihr von Ubuntu. Wie gesagt, also heute den Linux Mint, den ich euch vorstellen. Der Linux Mint, der gibt es schon seit 2006. Und den ist damals von Ubuntu ganz aufgeknappt, sodass man eine eigenständige Oberfläche hat. Beim Linux, also das ähnliche beim Windows, den Linux für den Kernel. Und daraufhin gehen so Desktop abgebaut, die individuell angepasst sind. Die Linux Mint Version ist für mich recht no und dem war die vielleicht gewinnt das vom Windows. Von daher prädestiniert für ich die eben Download zu präsentieren. Ich weiß nicht, an diesem Fall der Installation wieder den Linux Mint neben deren Windows Betriebssystem könnt installieren. Es gibt eine ganze Code Installationsmöglichkeiten. Die könnten komplett allein auf einem neuen Computer installieren. Die könnten neben dem Windows installieren. Die könnten an einer virtuellen Maschine installieren. Es gibt eben viele Möglichkeiten. Ich denke mal, die sinnvollste, die man schenkt, ist, wenn dabei verschiedene Betriebssysteme hat, wir können den Linux einfach daneben installieren und danach können eben auszuwählen, wer der Welt holen. Ob ihr wollt, mit Windows schaffen oder mit Linux. Also Computer ist also bereit. Wir müssen den Linux nach downloaden. Ich weiß nicht, die muss natürlich Ihren Browser aufmachen, beziehungsweise der Link, den ich euch unter dem Video immer schreibe, da ist alle Link immer dran. Also da kurz für mich. Klicken, da landet ihr auf den Direktload von Linux selber. Die beide Schnitt zu feiern, das auf Englisch, aber die könnt ihr noch auf Deutsch installieren. Du geht irgendwo auf irgendeinen Server, das ist ein Direktlink, gibt dann dort zum Beispiel und dann bei der so eine Datei speichern. Ich vergesse nicht die Zeit, weil das dauert aber ein paar Minuten. Wenn dann downgeloadet ist, geht ihr an Ihren Ordner von den Downloads oder alle Downloads aus dem Internet bzw. in meinem Fall Firefox dran hat und dann sieht es so aus. Oder so ein kleines Logo, wo Linux Mint dann eben drauf steht und der dort weist dann an die Strecken von Windows brennen. Das heißt, am sinnvollsten ist es eine CD oder DVD zu erstellen für eben können den Linux haben auch weiter ein das ist immer gut, wenn eine DVD dann hört, an dem Fall die kühlt also ab, so einfach brennen. Das ist einfach ein Tool, die noch schon am Windows 7 seit Windows 7 schon dran ist. Wir drücken also einfach brennen, nicht pausieren, ihr Start. Wenn also ihr DVD gebrannt ist, da könnt ihr aus eurem Computer raus und dort alles und dann ist schon nur halb beschriftet, ein bisschen so, ein bisschen proper ist, dann muss ich mal wieder hin. Wir schmeißen die also da dran, machen den Terror so und müssen den Computer neu starten.
während dem Neustart muss man den Computer suchen, dass er nicht von der Festplatte lesen geht, sondern dass hier von der DVD lesen geht. Wenn der Computer per Default schon so angestellt ist, dass man automatisch von der DVD lesen geht, dann ist es egal. Oder wenn nicht der Fall ist, dann muss er hinterher noch so an Wickel, der Stand muss mein Windows verlassen und dann ich weiß wo das Startmenü ist und hier steht Foto gemacht, die ich weisen, die können doch auch noch pausieren. Das heißt, der nächste, wenn er zu machen, der Computer fährt drauf, natürlich, und dann sieht er, muss der F8 drücken oder F11, das hängt von ihrem Betriebssystem auf, wenn er wie gesagt nicht automatisch schon von der CD-DVD startet. Da will der CD-DVD-Laufwerk aus und dann sieht er wie den Linux sich installiert. Im Prinzip ist es eine Live-Installation, die dann noch so ausgesetzt. Und dann hat er noch den Installer-Button da, wo er dann richtig installiert wird. Und da vor mir noch recht weiter. Und dann könnt ihr Sprache sichern. Die könnt zum Beispiel noch Deutsch suchen. Ich habe ein Foto gemacht, das geht ein bisschen wie fix. Qualität ist nicht gerade so gut. Ich frage just nach, wie viel der Minimum Platz muss tun, an der Internet verbunden muss sein. Und dann könnt ihr so ich will den Linux Mint neben dem Windows 7 installieren. Hier weist nicht die Möglichkeit die Festplatte so zu konfigurieren, wie es geht. Auf der linken Seite ist mein C-Festplatte und auf der rechten Seite proposiert bei einer 1 Terabyte Festplatte für 10 GB. Die kann ich natürlich mit dem Regler verschieben. Und links oder nach rechts kann ich mir größer oder klein machen. Schon 250 GB ungefähr geholt. Weiter natürlich eine kleine Warnung, dass von das noch geändert gibt, das definitiv was und so weiter. Klar. Ich weiß nicht darum, wie hier singen Partitionen du mischt. Du hast die Swap-Datei, die immer braucht und dann die extern für seine Dateiformat. Hat das Land, Lützeburg okay, schon eine französische Tastatur drauf, okay. Und dann muss dann hier eben den Numm gehen, Numm vom Computer, Benutzernummer und dann ein Passwort antippen, was ja bei Linux ganz okay ist. Ich habe 3 Stellen Scheier getippt, sind einfach eine Zölle, du musst nicht vergessen, den Numm-Lock zu drücken, dass auch die Zölle antippen. Und dann eine automatische Anmeldung, also auch wichtig, weil sonst muss der Alkeers beim Neustart von Linux eben der Passwort antippen. Das kann der jeder machen, wie er will. Und so geht er dann aus, wenn umgegangen ist, den Linux komplett zu installieren. Am Anfang wurde ich gesehen, da war eine Live-Version drauf, was ja auch ganz okay ist. Das ist gut für zu testen, zum Beispiel, wenn man einfach nicht mehr sieht, ich will Linux nicht mehr testen, gucken, wie der da ist gesagt, und da brauche ich nicht mehr Rechner dann direkt komplett zu benutzen, für eben mit Linux zu schaffen. Ja. Dauert dann so ein bisschen, die ganze Prozedur dauert ungefähr eine halbe Stunde. Ja, und dann sieht der Computer neu starten. An diesem Fall hält sich Priorität. Ja. Ihr seht, die Linux sieht, wenn der Computer gestartet wird und wird nicht verändert, den Betriebssystem die gelöst wird. Das ist ein Verweis hier statt. Und dann sieht er so aus, heute so ein kleiner Willkommensbildschirm, könnt ihr rausmachen oder auch nicht. Und dann ist hier dann da. Wir probieren noch einen Neustart zu machen, für richtig recht zu weisen. Bei dem Neustart kann ich dann, wenn ich hochgehe mit der Maus, geht das nicht ganz gut, aber da steht dann Windows Bootloader. Ja. Wenn ich dann am Windows load, kann bei der ersten KF kommen, dass er einen Checkdisk verlangt, und das könnt ihr erbannen, indem ihr da die Escape-Taste drückt. Ansonsten lost ihr das verlaufen. Und dann sind wir auch schon am Linux. Am Windows dran. Kling. Der Rest passieren nicht. Die hat gesehen, das ist keine Hexerei für den Linux neben dem Windows 7 Betriebssystem zu installieren. Das ist natürlich so, dass neben wie den Computer bzw. ihren BIOS oder neuerdings UEFI konfiguriert ist, verschiedene Sachen muss manuell nur gestalten muss gehen. Am Normalfall geht es so wie ich es gewesen. Und mir hilft es natürlich gern
am Europolitik zu Ettelbeck als gerne kontaktieren. Ich hoffe natürlich ein bisschen Spaß gemacht. Und ich gucke, dass ich vielleicht demnächst noch ein paar Videos machen, wo ich ein Linux Mint ein bisschen militariert vorstelle. Also ich möchte auf dieser Platz. Das müssen wir komplexen Video gehen, aber Thematik ist natürlich auch wichtig und dringend, wenn ihr guckt. Der Windows 7 geht nach ungefähr 4 Jahre langen Support. Das heißt, 4 Jahre lang haben wir kein Problem damit, aber danach stellt sich froh, ob wir wirklich mit einem Windows 10 soll weiterführen, soll ja nicht wieder nur kommen. An der Schweiz sind so umgegangen, den Windows 10 zu verbieten. Eben durch die Spioniererei über dem Computer. Und nicht muss eben für sich selber den Kompromiss finden zwischen Sicherheit und Komfort. Ich habe merci gesagt auf dieser Platz, also von dem Eurobotik RMPC Partner aus dem Norden.